sowas. Ja, im Wesentlichen geht es schon Programm. Ne? Aber wenn's, also ich bin immer offen gewesen in Liebe für alles. Ne? Und ich sage euch ein Beispiel. Vor 1,5 Jahren, ja, 1,5 Jahre im Jänner war es, genau. Im Jänner, Vorläufergeschichte im November, davor, vor 1,5 Jahren, habe ich meine erste Channeling-Ausbildung gegeben, weil mich so viele Leute darauf angelegt haben. Und über eine Zeit lang wollte ich überhaupt nichts mit Channeling zu tun haben. Aus dem Hintergrund, weil so viele Leute gekommen sind zu mir und haben gesagt, ich möchte jetzt Channeling. Ich sage, ja, um was geht's? Und dann habe ich gesagt, red drüber. Und er hat gesagt, jetzt will ich es endlich wissen, hat meine Frau gesagt. Habe ich gesagt, was? Du bist jetzt der 5., zu dem ich gehe, immer denke. Ich möchte wissen, wo ich herkomme, was meine Lebensaufgabe ist und das und das und das. Ne? Und ich war jetzt bei 4 Medien, die eine hat gesagt, ich bin zum Heilen da, die andere hat gesagt, ich bin eine Lehrerin, die dritte hat gesagt, ich weiß nicht was, und alle haben was anderes gesagt. Was ist jetzt wirklich wahr? Ich habe gesagt, von mir wirst du es nicht erfahren. Ich möchte nicht der 5. auf deiner Liste sein. Ne? Was spürst du selber? Das heißt, mit wem ihr auch immer channelt, in einer 1:1 Seelen-Channeling-Sitzung, der Mensch muss eine bestimmte Reife haben. Wenn der nicht eine bestimmte Bewusstseinsreife hat, dann transferiert er das Channeling in eine ein manifestes Thema. Ich gebe euch ein Beispiel, was das heißt. Als ich mein erstes Seelen-Channeling in Anspruch genommen habe, hat mir meine Lehrerin damals gesagt, ich habe den rubinroten Strahl und der ist, um zu berühren. Das heißt, ich werde heilen und wirken über die Hände, über Berührung. Und ich habe das hergenommen und als Information aufgenommen und nichts damit gemacht. Die extrem andere Variante wäre gewesen, ich wäre zu alle Leute hingegangen und hätte jetzt angeklagt und gesagt, nein, wie geht's dir jetzt? Besser? Das geht nicht, das funktioniert so nicht, weil da bin ich nicht in der Hingabe. Aber wenn ich jetzt das als Information aufnehme und mich selbst reflektierend wahrnehme, beobachte, und das, was ich auch gemacht habe, und habe mir gedacht, alle paar Monate oder alle paar Wochen, wenn man denkt, ja, so, wie geht's so und wie schaut das Leben aus, dann ist mir aufgefallen, es sind relativ viele Menschen, haben Heilungen erfahren bei mir. Was war das Gemeinsame von der und der und der Person? Mit denen habe ich alle über Berührung gearbeitet. Familienaufstellungen, wo ich extrem viel da habe, denen habe ich alles während dieses Prozesses die Hand hinten aufs Herz gelegt. Und man denkt, aha, ich habe in meiner Wirkungsweise da auf der Welt, in meiner Genetik, dieses Talent, dieses rubinroten Strahls verankert, wo ich über Berührung wirke, über meine Hände wirke. Empfangend wie auch gebend. Ja? Die ersten Botschaften, was ich gekriegt habe von Leuten, war ich wie in einen Kopf gehalten. Auf einmal habe ich die Wind vorlegen gesehen und ich denke, aha, nimm die Hände weg, ist nicht so gegangen. Und das sind ganz einfach Körperfunktionen von uns. Geistig-körperliche Funktionen, die bei uns angelegt sind, aber jahrtausende lang nicht verwendet wurden. Einer, der was als erstes wiederentdeckt hat, war ein italienischer Neurologe, ein Arzt, der Dr. Giuseppe Carigalis, ich weiß nicht, wer von denen schon gehört hat. Der ist als Neurologe draufgekommen, in bestimmten Versuchen, was er mit Menschen gemacht hat, wenn sie sich an etwas konzentrieren und er bestimmte Punkte am Körper, was nicht die Meridiane sind, was sogenannte Plaque-Korrelationen sind, wenn er die aktiviert hat, ist das an das, was der gedacht hat, als Bild auf der Haut erschienen. Punkt. Ne? Oder Funktionen, wo seine Klienten dann auf einmal Bilder gesehen haben von
bestimmten Situationen von befreundeten Menschen, ja? Was de facto Channeling ist. Ja? Und so hat er diverseste Punkte entdeckt und unter anderem auch, wenn man den Mittelfinger eine Zeit lang drückt, entsteht da die Aktivierung eines Plaques, der da aufzieht. Und was hellseherische Fähigkeiten von Gedanken bewirkt. Ne? Und wie ich das gelesen habe das erste Mal, weil man denkt, wow, das ist das, wenn ich bei jemandem, mit jemandem gearbeitet habe und den ersten, den ich da unterstützen wollte, den Granis Agrararbeit, in einer Rückführung, in einer Timeline-Arbeit in dem Leben, als Erinnerung an den Tod seines Vaters, wie er 10 Jahre alt war, und dann mit ihm das aufarbeiten, habe ich das alles mitgesehen, habe auf einmal das Bild von seinem Vater gesehen, weil man beschrieben, wie der ausschaut, und er hat sich ganz gewundert und hat gesagt, woher kennst du meinen Vater? Was mich gestört hat, war dieser Schmerz, was da entstanden ist, immer vom Mittelfinger da auf. Ne? Da kommt man dann ein paar Minuten lang, das ist unangenehm, und dann hat man sich entweder gewöhnt dran oder geht es weg, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber ab dem Zeitpunkt habe ich immer die Bilder gesehen intensiver. Ne? Das heißt, es sind in uns Körperfunktionen, die angelegt sind. Anscheinend aktivieren wir sie über mehrfache, also Mehrvernetzung der Synapsen in unserem Gehirn, wo was stärker vernetzt ist und stärker aktiviert ist. Und das ist ein wesentlicher Anteil dieser Channeling-Ausbildung, dass man das strukturiert aufbauen im Gehirn, diese Funktionen und Fähigkeiten. Ne? Okay. Habe ich da was unterbrochen oder was erzählt? Wie ich begonnen habe, dann vor, also meine ersten Seminare waren eigentlich so 2004 mit Zirbeldrüsenaktivierungen. Und habe das auf mehrere Abende aufgeteilt gehabt. Und nach dem zweiten Zirbeldrüsenaktivierungsabend kommt eine Frau zu mir und sagt, hör zu, gut und schön, aber seit ich bei dir auf dem Seminar war, halte ich meinen Job nicht mehr aus. Ich sage, was machst du denn für einen Job? Sagt sie, sitzt beim Biller an der Kasse. Okay. Du weißt nicht, was da geht, oder so. Was beim Staat, oder? Ja, ja. Manchmal spüre ich die Energien von den Menschen so extrem und unangenehm, dass ich fast nicht mehr arbeiten kann. Und dann gesagt, sie beobachtet, wenn der Ladengang, was in die Kasse mündet, wo sie sitzt, wenn dort am oberen Ende, also 10, 20 Meter von ihr weg, einer um die Ecken wirkt und der da unangenehme, negative Energie, aber starke Energie, kriegt sie auf einmal wie eine Panikattacke. Ja? Dann, was habe ich mir als erstes angeschaut? Ist aber Plexuschakra. Also wo sie Macht ausstrahlt, wo sie diese Ausstrahlung auch hat, nicht nur alles von oben aufnimmt. Ne? Und dann habe ich mit ihr einen Prozess gearbeitet, eine Sitzung lang, wo ich bei ihr das Solarplexus-Chakra aktiviert habe und sie auch gelehrt habe, mit dem zu arbeiten und umzugehen. 2 Tage darauf ruft sie mir an und sagt, passt schon, ist schon weg. Und sie hat dann Kraft bekommen diesbezüglich. Das hat ja nichts mehr ausgemacht. Im Gegenteil, sie hat eine Ausstrahlung gehabt auf die Kunden. Und das ist auch wie ich mit Menschen ganz einfach im täglichen Leben arbeite. Wenn ich in einen Supermarkt gehe, ich suche mir aus, die Kasse, wo die gratigste Kassiererin sitzt. Ja, weil man Spaß habe ich mit mir selber. Ne? Also muss ich ein bisschen Freude verteilen auch in der Welt. Ne? Und zu der gehe ich dann hin. Grüß Sie, wie geht's heute? Naja, sage ich, jetzt tun Sie noch was Gutes. Ne? Kündigens. Was? Kündigens. Nein, das ist geil. Ne? Die Kassierer Ihren Fokus verlegt
Ja? Manchmal bin ich schon gegangen und habe irgendein Badesalz oder was gekauft und habe das gleich auf die Kasse dort hingelegt und habe gesagt, das schenke Ihnen, machen Sie Ihnen heute auf Nacht ein schönes Bad. Die hat mir angeschaut, wie war die vollkommen entdeckert war. Einer ist einmal aufgesprungen und gesagt, na, das ist mir in meiner ganzen Zeit noch nie passiert. Ne? So, ja, aber so wirken wir auf die Welt ein. Ne? So verändern wir die Welt. So bringen wir diese positive Strahlung in die Welt ein. Ne? Natürlich sagen viele, ich bin verrückt. Und ich sage drauf, ja, dann haben wir alles so lassen, wie wir sind und sich nicht verrücken oder einen Schritt weitergehen, dann wird sich nichts verändern, wenn wir sich nicht weiterentwickeln zum Göttlichen. Ne? Und das ist diese Verbindungen herzustellen. Alles, was Verbindungen herstellt, ist okay, was Trennungen herstellt, ist der Weg in die Dunkelheit. Und dem kommen wir nicht mehr her. Aufgrund der Lichtfrequenzen, was jetzt auf die Erde einstellen und was sich da verändert, den Leuten geht es nicht wirklich gut, die den Trennungsweg gehen. So, das ist so generell der Überblick einmal zum, was um Schwingungen geht und wie man ein bisschen ein Hintergrund. Ne? Braucht ihr noch eine Pause, ne? Ich gehe nur schnell aufs Klo. Ja, dann machen wir eine kurze Pause. Ja. Du musst nur den ganzen Körper verteilen.